Schönen guten Abend und herzlich willkommen auf diesem zweiten Abend Journée de la Vue, den wir hier organisieren. Wir hatten schon gestern den, wo der von ich auch schon war, aber das war mehr für Mediziner, für Soignants und für die anderen Professionellen aus dem Bereich. Und heute wollen wir aber auch all die anderen integrieren an die Journée de la Vue, die noch nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, aber die aber auch trotzdem konzerniert sind. Und das sind aber viele Assoziationen und das sind die anderen Institutionen, die sich mit der Vue, mit der Rehabilitation von der Vue beschäftigen. Und das sind noch, und da hat mich mal ganz viel Spaß gesehen, das sind auch Patienten, dass die heute noch hier sind, weil das sind immer die, die am meisten sich retizent sind, für zu kommen, weil sie sich genieren, weil sie auch viel Schwierigkeiten haben, für sich zu deplacieren, weil also gar nicht so bewusst ist, wie schwierig das ist für ihn, den nicht gesagt oder nicht gut gesagt, für überhaupt von A nach B zu kommen. Wir sitzen an einem Auto oder an einem Tram und wir kommen und sie brauchen in die Mattine geht, sie brauchen in den ihnen seht, hey, du könnt du das und das, passt du darüber ab. Und sie sind nicht so autonom wie mir Anna. Und ich fand, auch das muss man heute eigentlich würdigen. Und dafür ist auch die Journée de la Vue da. Ein anderer Aspekt, den ich auch interessant fand, wir nennen das Journée de la Vue. Und die Leute, die selber konzerniert sind, und zwar schwer konzerniert sind, die wirklich schwer malvoyant sind oder carrément blanc, die nennen gerne auch mal Journée de la Canne Blanche. Und ich fand das ein bisschen schwer. Das tut aber irgendwie eine Negativkonnotation. Ich verstehe das aber auch voller ganz, wenn ich nicht selber betroffen ist, kann ich das wahrscheinlich schwer erschätzen. Auf jeden Fall fand ich ganz flott, dass man nur alle zusammen sind, alle Akteure aus dem Bereich, und dass man aber bei einer gewissen Art und Weise als Gemeinsamkeit können zelebrieren und auch als gemeinsamen Ersatz für Probleme von der anderen Gesundheit an eben auf den Weg können gehen, dass wir immer noch mehr können machen für 12 von den Krankheiten, die dann betreffen, zu reduzieren und auch schon frei umzusetzen, Prävention zu machen, Depistage zu machen und auch immer besser zu gehen an der Behandlung. Den Noven, das mir kulturelle Noven, wie man da doch schon gesagt hatte, gestern medizinisch, das ist kulturell. Und das ist mein großes Freude, Madame Pietruk zu präsentieren, die als Erstwert, sie ist Archäologin, und sie gibt eine Übersicht, die wird Repräsentation vom An. Für die, die das schon, die hatten letzte Woche mal zu erleben, da hat sie am Kader von der Konferenz von der Christoffel-Blinden-Mission in Lützeburg, hat sie schon präsentiert von der Prähistoire bis knapp Mittelalter, wobei Mittelalter kann ich mich schon nicht mehr so richtig erinnern. War. Oh! Boah, Mittelalter könnte dann heute, ne? Genau. Mittelalter dann, und das war schon immens flott, und ich hoffe, dass den einen oder anderen von ihr auch schon letzte Woche da war, zum Beispiel, für dann heute aber auch Zweit kennenzulernen. Und wir werden dann immer, das so ein Running Gag, und da ist, wir werden dann drauf, dass sie dann Buchrenker schreibt, und das können alle beim Ernst und so weiter kaufen. Voilà. Und dann, Herr Noh schwätzt nach dem Frank Groben, hin ist den Direktor vom CDW. Den schwätzt ist nach über seine Arbeit, dann über seine Schüler, und von denen auch eine ganze Reihe eben den Ofen da sind. Und dann schwätzt auch nach den Schülern über die Arbeiten, die sie gemacht haben, oder über die Arbeit, die sie machen am CDW. Und hoffentlich auch ein bisschen Explikationen zu der Ausstellung, die sie bei uns gemacht haben. Weil das ja auch heute noch eine Vernissage von der Ausstellung, und da können wir alle zusammen rausgehen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Da haben hier Bilder, an hier Skulpturen, an hier Keramik gucken gehen, und dann hoffentlich, dass man nach einer Zeit schon heute draußen bei einem Getränk ein bisschen siehst, können wir nicht schwätzen. Voilà, und dann gehe ich Wort und als Archäologin Madame Pietruk. Das funktioniert. Also mit der Techniker sagen sie. Maske. Du mal aus. Die Brille un. Die sieht das alles kodifiziert. Telekommanden. So, da soll ich einen herzlichen Willkommen auch von mir. Merci für die Invitation. Merci für die Live-Wieder. Zur Introduktion, und ich freue mich, ein bisschen eine flotte Zeit mit euch heute zusammen zu verbringen. Und zwar zum Thema Symbolik. Und, hey, ja, das ist gut.
Ja, okay. An Symbolik, an Durchstellungen. Michael hat schon gesagt, das ist das zweite Rendezvous über das Thema. Laschke hat man eben die erste Freikultur gesehen. Und heute geht es dann ab dem Mittelalter weiter bis an als Zeit von heute. Für die Leute, die Lastwoch nicht dabei waren, mache ich nur einen ganz kleinen Überblick, was mit Lastwoch gesehen haben, weil es einfach die Sache vereinfacht, für ein paar Aspekte und Influenzen von der heutigen Präsentation zu verstehen. Ich werde aber ganz kurz sein. Die allerersten Durchstellungen, die kommen aus Mesopotamien. Und zwar sind wir da am ungefähr 7. Jahrtausend vor Christus mit diesen Mammegottheiten vom Sith Talaswan, das ist am heutigen Irak. Die sind konserviert am Nationalen Museum zu Bagdad. Und du siehst, was ganz erstaunlich ist, die Körper ist ganz schematisch, aber das ist ein extremer Wert, ob ein flotte Rendu von den Ahnen gelöst gehen, den und sich ganz präzise ist. Dann hatten wir Brillenidole aus Nordsyrien gesehen, konserviert am Museum du Louvre, wo der Körper quasi gar nicht mehr da ist, also noch ein Bull. Aber auch einen starken Rendu, ob dann respektive dann ob Brillen, die durchlöchert sind, die ajouriert sind. Zu derselben Zeit tritt die Notion vom Beiseblick auf. Das ist natürlich die Vorstellung, dass ein lang durch den Blick von einem Mensch, der magische Kräfte besitzt, ein anderer Mensch Schuld erleiden kann, sterben kann oder sein Besitz beschädigt kann gehen. Das Tablett, das ihr hier seht, das ist Tablett de la Conjuration contre le mauvais œil, die ist konserviert am Musée du Louvre, beweist, dass die Leute schon in ganz freien Zeiten probiert haben, diesen bösen Blick zu umgehen und sich zu schützen. All das Objekte, die wir gesehen haben, waren wohl hauptsächlich am Ansatz am kultischen Kontext oder eben als Schutz gegen den bösen Blick oder einer Zauberer. Aus Europa haben wir natürlich auch verschiedene steinzeitliche Keramiken an Idola gesehen, notamment vom megalitischen Site von Manessøy in Dänemark. Da seht ihr hier eine Keramik konserviert am Nationalmuseum zu Kopenhagen. Und auch von Los Millares, die ist relativ alt, Los Millares leider aber nicht bei Kopenhagen, aber das ist an Andalusien, Spanien. Und du hast da eben auch ein Idol aus der selben Gegend, allen zwei konserviert zu Madrid am Archäologischen Museum. Diese stark gleichen an die auch im Dekor von Anhorn, in diesem Fall Strahlen oder Eulen an, wie sie auch genannt gehen. Das Objekt sind alle an den religiös-kultischen Kontext zu setzen. Natürlich, wenn man von allen Kulturen schwätzt, kann man nicht Land Ägypter kommen. Du haben wir dann Ujat gesehen, hier hat der Pendentif vom Anujat aus Gold, konserviert am Musée du Louvre. Und das Anujat ist ein anderes wichtiges Element bei der Mumifizierung. Zusammen mit seiner Spiegelung, das ist nämlich nicht dasselbe, das ist die Spiegelung, das ist dann vom Reh, Sonnen an. Und hier hat er eben eine ägyptische Fayence konserviert am Badischen Landesmuseum zu Karlsruhe. Die zwei gehen hier und da echt rar zusammen benutzt und dann haben sie magische Schutzfunktionen. Sie repräsentieren Prophylaxie für verschiedene Krankheiten und eben noch Teilung. Aus Griechenland haben wir ganz flott speziell Keramik gesehen. Hier sieht ein Ahn-Kylix. Also Kylix ist eine spezielle Zucht von Trinkschul. Der hat ein Foto also sich ein Foto vom Dionysus Kylix vom Vasemola Exekias, das ein von den bekanntesten Keramikobjekten aus dem Male Griechenland. Konserviert in den staatlichen Antikensammlungen zu München, an diesen als Apotropaion benutzt gehen. Apotropaion ist nicht ähnlich, das wie der Schutz gegen den bösen Blick und noch gegen einer bösen Zauberer. Bei den Römern hatten wir ein extrem flottes Mosaik gesehen, und zwar das Mosaik vom bösen Blick aus Antiochia, wo das Beist an von verschiedenen Tieren attackiert wird, an den Zwerg dem an den plakischen Allerwerteste weist und Bängle kreizt, für den bösen Blick zurückzuschicken, nämlich dahin, wo er hier kommt. Wir waren noch in Asien gucken, und da haben wir am Nepal das heute gesehen, das zu Swayambunat, nicht weit von Kathmandu, auf einem Stupa. Den hat nämlich auf seinem quadratischen Hauptturm nur alle Himmelsrichtungen dann vom Buddha abgemalt, die raufgucken, mit jeweils dem dritten allwissenden Ahn an der Mitte. Die sieht heute das Rot im Rand. Hier steht dann als Zeichen von der Allwissenheit und von der Kompassion vom Buddha.
Das tritt an von den auch am Hinduismus rum, und zwar bei einer von ihren Hauptgottheiten, und zwar dem Shiva. Das tritt an aus gutem Rum zu erkennen, ob dieser kambodschanische Cham-Skulptur von Shiva konserviert am Musée des Arts Asiatiques Guimet. Die Verwendung von diesem an ermöglicht besonders die Wahrnehmung der Visionen oder Hellsehen, der Tisch, die über das gewöhnlich gesimmerte normalen an rausgehen. Beim Shiva gehen diese Kapazitäten so weit, dass er sogar Lichtstrahl mit Feuer durch sein Dritt an rausschießen kann und damit andere vernichten kann. Aus China hat mit Legende vom Maler Sangheiren, den seinen gemolten Drachen durch die Punktierung von der Pupille mit seinem Pinsel zum Leben erwäscht wird. Wo Haut nach der Redwendung den Drach molen, dann punktieren, ein Kompliment ist, aber bedeutet, dass ein Kunstwerk ganz nur in der Perfektion ist. Hier sind dann also Ausdruck vom Geist, von der Lebenskraft, auch von der Perfektion. Wir hatten noch eine Tour aus Südamerika gemacht. Du hatten mal ein paar Masken funéraires aus der Mochica-Kultur gesehen. Hier sieht ihr eine Maske von der konservierten Musée vom archäologischen Site von Chan Chan am Peru. Und da sind dann die Helfer repräsentieren, und zwar die Portmast-Renaissance vom Verstorbenen mit einem mystischen Aspekt. Aus Nordamerika stammen die Weeping Eyes aus der Mississippi-Kultur. Das ist die letzte prähistorische Kultur von Nordamerika, für Kontakt mit den Europäern. Hier seht ihr auf dieser Foto seht ihr Weeping Eyes auf einem Amulett, das aus einer Muschel gemacht ist. Und die Muschel, die ist umfunktioniert, gehen also pendentiv, also gedroht rund um den Hals. Und die wollte, da sind wir nicht so ganz sicher, Kraft, respektive den Rapport mit dem Himmel durchgestaltet. Und zu guter Letzt hat man 2 Masken aus Afrika gesehen. Auf der einen Seite das Maske aus dem Kongo, das ist eine Legermaske aus dem Kongo, die auf der anderen Seite eine multidirektionelle Vision, respektive den Schutz bei der Elefanten symbolisiert wird. Und auf der anderen Seite hat man das Maske aus der Côte d'Ivoire, das ist eine Maske Crew, den a priori hellseherische Fähigkeiten durchgestaltet wird. Das war für die kleine Resümee oder einen kleinen Überblick, was man die letzte Woche gesehen hat. Wir kommen also zum eigentlichen Thema von Haut, und zwar geht es um Mittelalter. Wir tasten uns also vom Mittelalter aus und als aktuelle Zeit rund. Am christlichen europäischen Mittelalter gehen es sich 2 Personen, die ein absolut muss herheben, und plus in die 2 Damen, die stark verehrt gehen, auch nach Haut und Rapport mit den an. Sie gelten als Schutzpatroninnen von den Blanden und auch von den Ophthalmologen. Da wir mal auf der einen Seite St. Lucie, heute gesehen auf 3 Fensterbilder. Links zu der Vitraille aus der Kirche Saint-Eulalie von Bordeaux, die ist aus dem Mittelalter. Dann an der Mitte arriert zu den 2 Bilder, Fensterbilder von Lützeburg. Und zwar an der Mitte Vitraille aus der Kirche Saint-Rémy von Kersch, von Konstruff, pardon. Und das dritte, das ist von Kersch. Die 2 Kirchen sind allerdings, oder die Vitroen sind nicht aus dem Mittelalter, sind aus dem 18. Jahrhundert. Wir sind aber auch flott von für Lützeburgische Bilder zu integrieren. Das ist also 3-mal Durchstellung vom Lucie. Und der 4 Lucie kommt vom lateinischen Lux, aber bedeutet so viel wie Licht oder lichtend. Lucie ist am 3. Jahrhundert nach Christus als Mädchen von einem reichen Römer zu Syrakus auf die Welt gekommen. Der Papa ist früh verstorben, und weil Lucie alt genug war, hat seine Mama dem Mädchen ein reiche Verlobten Gesicht, so wie das halt an der Zeit war. Seine Mama hat aber den Pech, dass sie schwer krank war, und Lucie wusste keinen anderen Ausweg mehr, wie mit seiner Mama eine Wallfahrt zu machen bei Graf vom heiligen Agatha. Und tatsächlich, wie sie dann da waren und gebiert hatten, hat dem Lucie seine Mama aus ihrem Gehalt gehen und war darauf sind auferstanden, dass Lucie als Devotion sein Leben gave an den Dienst von der Religion stellen. Das Problem ist, du gehst nach den Verlobten, die dann aber nicht einfach so ausschalten. Der Tisch, Lucie hat da eine relativ einfach oder ein bisschen komplizierte Methode. Lucie hat sich seinen Ahn selber rausgerappt und seinem Verlobten geschickt. Nicht davon, das ist offiziell belöst. Maria, Mama von Jesus, war über die Hingabe von Lucie aber so verzückt, dass sie ihm viel mehr schön an zurückgeschenkt hat, die natürlich auch noch viel besser gesehen haben. Das gesagt in uns ganz gut lobt, das sind 3 Vitroen, die hat all Chaos immer dann, die rausgerappt goufen, auf einem Plateau,
oder an einer Coupe, je nachdem. Und der sieht sogar am ersten Vitrei, was noch heute denken, da sieht er sogar Blut, was der Bergerhof lebt, wird eben dann rausgerappt hat. Also meistens, wenn eine Person sieht und die hat Plateau mit an dabei, da kann er schon bald sicher sehen als Attribut, dass es Lucy ist. Der Verlobte, den hast du noch einmal da, der war dick sauer und den hat er nicht akzeptiert und hin hat Lucy als Christin denunziert, was zu der Zeit von der diokletianischen Christenverfolgung gleich einem Todesurteil gekommen ist. Lucy hat aber in der Zwischenzeit, weil der hat natürlich auch seine Administrativwehr gebraucht, eine solche Wunder vollbracht, mir gouf aber trotzdem kurz drauf festgeholt. Der Präfektin, der das organisiert hat, der wollte Lucy für dich an eine Maison Clos bringen, allerdings hat er nicht mit Lucy gerechnet, weil nicht mal ein Ochse gespannt an 1000 Soldaten konnten das gefesselt Lucy bewegen. Auch die Vergäse mit lidischem Urlech und Folter mit Hölle von Feuer konnten dem Lucy nicht undoen. Und erreicht, wie hat seine letzte Kommunion gekriegt und dann noch am Schwert an den Hals gepickt gouf, als Lucy gestorben. Und du siehst uns sich den zweiten Attribut von Lucy, hat sie das Schwert nicht immer dabei. Da der beweist, dass sie als Märtyrerin gestorben ist und dass es eben an den Hals gepickt gouf. 10 von der letzten Kommunion, wo ja wichtig war für Lucy, gesagt in sich heute gestaltet auf einem Bildtum Giambattista Tiepolo, konserviert zu Venedig. Das ist natürlich nicht aus dem Mittelalter, im 1. Jahrhundert, aber du gesagt aber dann seine letzte Kommunion wurde der Pradas für zu gehen. Auf der Insel Korsika geht Lucy auch nach Haut ganz viel verehrt. Die Legende soll allerdings da ein bisschen umgeändert gehen. Und zwar hat Lucy, nachdem sie den einen rausgehabt hat, sie nicht seine Verlobte geschickt, mehr an mir geheilt bei Korsika. Und daraus sind unsere kleine Deierchen entstanden, und zwar Turbo-Rüge, Kreiselschnecken. Du oben sieht also am ganzen Zustand, innen sieht das ein bisschen aus der Nähe geholt. Das innen, das ist natürlich ein Teil von der Kreiselschnecke, das Docchio di Santa Lucia, also dann vom Heilige Lucy. Und das ist natürlich nicht das wie die Denomination vom Opercul, das ist den Deckelchen, mit dem sich das Schläg für ihre Fressfeinde schützt. Und das sind Deckelchen, die wird dann nach Haut des Stars weiter verschafft als Bijou, als Schlüsselunhänger, weiter eben auf denen zwei Billariert gesieht, als Katten und als Rank. Hier gilt als Glücksbringer, er schützt eben einer anderen, die könnt ihr schon denken, gegen den bösen Blick. Das schlägt übrigens geht an einer anderer Variante, auch am asiatischen Bereich, und du hast nicht dann vom Lucy, aber du hast dann vom Shiva, also mit dem dritten an. Schon im Mittelalter wird Lucy eng Hellig, die ganz stark verehrt gouf, und während dem Mittelalter hat sich die Verehrung noch ausgeweitet. Auf viele Kirchen in der Welt von den Témoignages von der Verehrung vom Heiligen Lucy, besonders den 13. Dezember, wird hier ein offizieller Gedank daraus. Und ich habe gesagt, wir geben zwei Heiliger gesehen oder zwei wichtige Personagen. Die eine Madame, die ist ein bisschen mehr lokal verehrt, und ist aber nicht weit weg aus unserer Gegend. Und zwar, die kennt sie vielleicht, das ist Saint-Odile. Man bürgerlichen Namen Odile de Hohenbuch. Hier seht ihr eine Skulptur von Saint-Odile, die da zu Straßburg gesehen an der Chapelle de la Toussaint. Dem Odile seine Geschichte, die fängt am 7. Jahrhundert an, ähnlich wie dem Lucy sing, wird als Durchstoff vom Duc d'Alsace auf die Welt kommt. Könnte war allerdings plan auf die Welt kommen, sodass der Pap den extremen Täusch darüber war, es tot machen wollte. Seine Mama hat aber gerade, an dem sie themlich an ein Kloster gehen hat, wo die Religiöser zugauf, mir allerdings nicht gedäft. Aber das Mädchen 15 Jahre hat der Bischof aus Irland, der gerade am Rheinland NRW war, eine Vision, an der Gott ihm ordoniert hat, für an dem Mädchen sein Kloster zu fahren und für das Mädchen zu dürfen. Was ihn dann auch ein paar Tage später gemacht hat. Und während er darf, am Moment, wo hier dem Mädchen sein an mit heiligem Urlaub bereit hat, als dem Odile sein Anlicht auf mirakulöse Art zurückkommen und hat gesehen. Zu dem Zeitpunkt wurde der Name offizialisiert, nachdem sie tot bekannt ist, nämlich Odile, das heißt so viel wie Lumière de Dieu, könnt vom deutschen Wort Gotteslicht. Odile konnte also im Gesinn, war aber nicht viel heißen, dass sie sich gut mit seiner Familie verstanden hat. Sein Papa, die hat einmal probiert, den Tod zu machen, ein langer Rede, kurzer Sinn. Es war eine komplizierte Geschichte. Sie haben sich aber versöhnt. Und hat so gut Bursch Hohenbuch, oben auf einem Birch, von seinem Pap geirrt, wo er das Kloster gegründet hat.
Kloster, das Saint-Odile gegründet hat, geht es nach Haut. Und ein paar von euch waren schon vielleicht ein Kehr da. Das ist nämlich der Mont Saint-Odile am Elsass. Und der Mont Saint-Odile ist auch nach Haut von den wichtigsten Wallfahrtsorten von Frankreich und zieht alle Jahre Tausende von Pilgerern und Besuchern an. Ihr seht uns sicher auf dieser Skulptur, dass Odile meistens als Ordensfrau durchgestaltet wurde. Am Grab hat sie die Regel vom Heiligen Benedikt, auf der immer 2 Ähren drauf sind. So wie hier auch auf einem Vitrail links von der Kirche Saint-Pancras, wo Waldovizheim am Elsass zu sehen ist. Auf ihrer Statue, jetzt zum Bild, das ist die Statue, die um Saint-Odile zu sehen ist, sieht er das auch nach einem Kerl. Also immer religiös, mit einem Buch, mit an. Saint-Odile hat sich den 13. Dezember herausgesicht für zu sterben. Man wird vielleicht verhalen, dass das gerade durch Zufall en Honneur von Sainte-Lucie der hat verehrt wird, das nämlich dann den Tag vom Saint-Lucie. Und die Diözese vom Elsass feiert für Saint-Odile den 13. Dezember und Saint-Lucie recht 2 Stunden den 15. Dezember. Hier auf diesem Fensterbild, also ich habe es ganz Interessantes zu gesehen, du hast nämlich die 2 Personagen zusammen, die ich nicht so oft fand. Saint-Lucie und Saint-Odile goufen nämlich teilweise schon am Mittelalter assimiliert. Das heißt assimiliert, weil da sind die einen mit der anderen vermischt wird, an dem was nämlich ein Personage daraus gemacht wird. Sie sind alle 2 Schutzpatroninnen von den Blannen, aber auch von den Ophthalmologen. Und es gesagt eben auf diesem Vitrail, konserviert am Musée National du Moyen-Âge Cluny, dass die 2 Hellisch mit teilweise einem Inversement von ihren Attributen durchgestaltet sind. Was heißt das genau? Ihr seht auf der linken Seite Saint-Lucie. Das ist ganz klar zu erkennen, das ist nicht als Benediktinerin durchgestaltet, mehr als Normalfrau, sondern ich mal Gorsch geht man schwer transpersiert. Und auf der anderen Seite oder dann Benediktinerin, das ist klar Saint-Odile. Wir gucken mal die Attribute. Saint-Odile hat Coupe mit den Ahnen von Saint-Lucie am Grab. Und Saint-Lucie hat die Regel vom Heiligen Benedikt am Grab. Das heißt, da sind die 2 Personagen schon nicht durch geraten, was uns ganz interessant ist. Wenn wir am religiösen Bereich bleiben, so fanden wir Wesen, was gleich an den 3 großen monotheistischen Religionen, und zwar am Christentum, am Judentum und am Islam, zu vertreten ist. Und zwar ist das der Seraph, am Plural Seraphim, was so viel heißt wie Les Brûlants. Heute gesehen längs auf einem mittelalterlichen Manuskript und jetzt auf einem Mosaik aus dem Dom von Cefalù auf Sizilien. Die Seraphim sind ziemlich genau vom Jesaja an der Bibel beschrieben, dafür wissen wir, wie sie ausgesehen. Es sind feurig, engelartig gestaltet mit 6 Fliegen. Sie haben Gesicht, Hände, Face an einem schwebenden Thron von Gott. Feurig sind sie, weil sie so nah Gott sehen, dass sie durch sein göttliches Licht brennen. Und das öfter gehen sie durchgestaltet mit solchen einem Körper, wie ihr eben hier seht. Das sind les yeux de gloire, sie symbolisieren das Rayonnement auf alle Seiten von der Gloire von Gott. Das ist aber relativ schwierig für flott Bilder von Seraphim zu finden. Nur Mittelalter kommt Neuzeit und eben auch an der Neuzeit spielt da in verschiedene Kontexte und Domänen eine wichtige Rolle. Du hast ganz interessant dann von der Vorsehung, auf Französisch Œil de la Providence, allsehendes Auge oder Gottes an, heute gesehen am Domhof zu Aachen, skulptiert und teilweise vergoldet. Hat er schon bestimmt, denke ich, gesehen, ganz auf dem Strahlenkranz, ein Dreieck an den Ahn an der Mitte. Das Symbol geht am Christentum hinter dem Mittelalter als Ahn von Gott, das alles gesagt, interpretiert. Wobei dann als Symbol schon an der Bibel auftaucht als Zeichen von der Allgegenwart von Gott. Es soll Menschheit und Wurchtsamkeit von Gott ermannen. Dann ist doch gern, was Licht gesagt, und an diesem Zusammenhang das Sinnbild vom Licht, von der Sonne, auch vom Geist, und noch der Spiegel von der Seele. Seine heutige Durchstellung stammt aus der Zeit vom Barock, en gros im 17. Jahrhundert, und aus einem bei dem Zeichen vom Licht das, umgeht von einem Strahlenkranz, das von einem Dreieck am Schloss geht, an Trinität rappeliert, wobei Zahl 3 als göttlich Zahl ugesiegt. Es von den Dist an von der Vorsehung erinnert dieser Form an relativ viele Kontexte, die ganz variiert sind. Bon, du wir mal für den christlich-religiösen Kontext, wo es eben entstanden ist,
auf verschiedene Kirchen oder Kapellen als das Symbol rumzufahren, so wie hier auf einer Kapelle am Siebengebirge, wo sie der Kapelle sogar den Namen gehen hat, das ist nämlich Kapelle Auge Gottes. Und du siehst da ganz klar, Gottes Auge sieht alles. Der Tisch, der muss dich checken. Es gibt sogar religiösen Orden, den Petit Sœur de la Divine Providence heißt, 1901 unerkannt gouf, an der Haut an verschiedenen Ländern övriert. Hier ein paar Fotos aus dem Kloster von Saint-Jean de Bassel, nicht weit weg von hier am Departement von der Moselle. Da sieht er längs dann am Plafond vom Chor, von der kleinen Kapelle vom Kloster. Dann an der Mitte sieht er dann auf einem Tympan von einer Dier, ein Tympan, also in den Halle vorne stehen, wo er ganz oft über die Kirchendieren hat. Und als drittes Bild, du hat er dann am Zentrum von einer Rose, also von einem Fensterbild. Hier sieht er eine leicht veränderte Durchstellung, die sieht aber trotzdem den Lien mit einem ganz anderen Kontext. Und zwar ist die Durchstellung 1772 entstanden und die wird von den Freimaurern benutzt. Als Symbol von der Weisheit, von der Wohlrecht und vom Gewissen. Der Strahlenkranz, den ist allerdings innerhalb vom Ahn, gewisse Strahlen, sie leicht verlängert. Wir finden auch noch Haut an den Logen ganz oft über dem Stuhl vom Meister vom Stuhl, weil so viel ist wie der Direktor, Chef von der Association von der Freimaurer. Dann ist oft von einem Dreieck umgehen, was Zeichen von der aufklärenden Wissenschaft aus, respektiv Bezug hat zu der Zahl 3, die eine wichtige Rolle an der Freimaurer-Numerologie spielt. 1782 gouf dann von der Vorsehung, also nach immer dasselbe Symbol, häufig benutzt. Wen erkennt das? Erkennt den nicht. Aber das Trickseite vom größten Siegel von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das gouf sich benutzt, ob Uroden von ihrem künstlerischen Büro, das haben sie französische künstlerische Büro da geholt, und das war den Pierre-Eugène du Cimetière. Und das Zeichen wird eben auch nach Haut auf den offiziellen amerikanischen Dokumenten benutzt. Und es befindet sich auch nach Hai. Hier geht den Auszug. Wen habt ihr da erkannt? Den $1-Schein. Da also doch drauf. 1789, und Datum ist relativ bekannt, der 26. August, hat die französische Nationalversammlung die Erklärung von den Menschen und Bürgerrechten verkündigt. Das ist von den grundlegenden Texten, mit denen Demokratie und Freiheit in Frankreich gegründet wurden. Den Originaltext, den aus dem französischen Nationalarchiv konserviert, gehört zum Weltdokumentenerbe. Das Ganze ist aber auch als Bild festgehalten. Hier seht ihr es. Und wir haben dann gefunden, ja ganz oben auf einer crucialen Platz an der Komposition, Bild heißt Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Und der Maler war de Jean-Jacques François Le Barbier. Als Haut nach einmal zu gesehen am Musée Carnavalet und war ein Don von Georges Clemenceau. Wie das dann die erste Kerl gesehen hat, hatte ich vielleicht etwas gesagt. Relativ rezent Verschwörungstheoretiker bringen dann, nämlich dann von der Vorsehung, mit Geheimgesellschaften in Verbindung, und darin besonders mit dem Orde von den Illuminati, die ja die letzten Jahre, Jahrzehnten relativ gut an der Gesellschaft angekommen ist, wenn man von der Literatur schwätzt. Die Illuminati war eine kurzlebige Geheimgesellschaft, die 1776 gegründet wurde und schon 1784, 85 verboten wurde. Sie hat hauptsächlich in Bayern existiert. Solche Verschwörungstheorien und Mythen ranken sich die anscheinend nach existierende Gesellschaft an hier Geheimtätigkeiten. Weil das Problem ist, wie das Tätigkeiten geheim sind, also es ist schwierig. Aber sie sollen aber zum Beispiel responsabel sein für die Französische Revolution. Sie sollen massiv den Vatikan infiltrieren tun und sollen am Geheimen so gut Weltherrschaft ausstreben. Und der Siegel von den USA, wo wir gerade gesehen haben, mal für den sollen sie auch responsabel sein. Historisch gesehen kann ich aber dann von der Vorsehung wohl nicht mit den Illuminati in Verbindung bringen, aber spätestens noch ein großer Succès von Dan Brown, seinem Roman Illuminati, als die Existenz von diesem Geheimbund, also eben auch von den Symbolen, die hier gehen, an der Popkultur ankommen. Das heißt, bei uns alle Guten am weiten Publikum und als eben so auch bekannt gehen. Auch andere Romane von ihm bedingen sich diesem Symbol.
hier zum Beispiel die rezente Affiche von der Serie The Lost Symbol. Der Klar hat derselbe Ikonografie spielt, allerdings auf einem zeitgenössischen Niveau. Also gesehen der Klar dann den Dreieck plus dann noch verschiedene Symbole, die an Amerika mehr Bedeutung haben. Wenn man wäschki vom an von der Vorsehung, da kommen wir bei einer ganz verbreiteten und beliebten Form von Andurstellung, die in hauptsächlich als Amulett, mehr auch als Schlüsselunhänger, Ketten, Ohrring oder Broschen und so weiter aktuell quasi alle Länder geografisch gesehen zwischen Rumänien und Indien rumfindet. Und zwar ist das Nazar-Amulett. Oder schon vielleicht gesehen, wenn ihr an der Vakanz wart, auf den Basaren, die sind teilweise voll, du siehst einen türkischen Basar. Tut Nazar kennt aus dem Arabischen, aber bedeutet so viel wie Gesinn, Blick oder Ansicht. En general ist das Amulett von Hand aus Glas gefertigt, erstellt ein an als konzentrische Kreise mit blauer Pupille. Für die Personen hier im Raum, die letzte Woche den ersten Teil von der Präsentation gelauscht haben und die nicht angeschlafen waren, die wissen genau, für was das Amulett gut ist. Nämlich über Jahrtausenden holt sich am Volkssklaven die traditionell Idealen, dass Menschen mit blauen Augen den unheilvollen Blick können haben. Und noch nimmen ein anderes Blut an, kann diesen Blick aufwenden. Das Problem ist, wenn die Brung anhört, dann hat er ein Problem mit der beschäftigt sich so etwas wie der Toten und dann ist er schon ein bisschen besser dran. Das Symbol wird also als Paratonär, als Blitzableiter benutzt. Eine Person lässt sich einen bösen Blick zukommen. Die hat aber das Amulett bei ihr. Das Amulett fängt diesen Blick ab. Er schickt ihn entweder zurück zu der Person, die den bösen Blick geschickt hat, oder deviiert dann in eine Richtung wasch von der zu beschützenden Person. Wenn dir da gerade neben dran steht und du kein Ding, dann hat er Pech. Das Amulett wird bei dieser Aktion zerstört. Ich rappelliere, dass das Amulett aus Glas ist. Das heißt, kommt relativ oft vor, dass das geschieht. Zerbricht also ein Amulett, so ist das ein ganz erfreulicher Grund, weil ihr seid beschützt gehen und ihr seid dem bösen Blick entkommen. Es muss ihn also wie ein anderes Amulett besorgen oder, wenn er gut organisiert ist, dann zwei an der Push. Dann kann er das direkt tun. Es fand ich nicht ganz oft eine Form von Perlen und der Kleidung von kleinen Kanner, weil die können sich noch nicht so gut schützen. Natürlich, die müssen mehr beschützt gehen. Und eine größere Form von Spiegel, Spiegel von den Taxien. Das hat auch schon vielleicht gesehen an der Vakanz. Dann haben sie Spiegel hängt so ein Nazar-Amulett, wo sie drehen, dann nur alle Seiten kann schützen. Es kann über die Entristieren hängen und auch über den Stall ganz oft. Das Nazar-Amulett gibt doch an andere Regionen, aber du hast es auch nicht das. Und zwar hast du es an vom Fatima. Also du wirst schon in welche Richtung, dass wir gehen von Regionen, nämlich sind wir am islamischen Volkssklaven angekommen, an Nordafrika, noch am Proche-Orient. Weil du hast dann vom Fatima quasi immer eine Verbindung mit der Hand vom Fatima. Also Fatima war die jüngste Tochter vom Prophet Mohammed. Und zwar sieht das so aus. Es gibt da ganz viele verschiedene Formen von Bijoux, Schlüsselunhänger, alles. Die Hand vom Fatima, Mam an vom Fatima zusammen, heißt Khamsa auf Arabisch, weil so viel wie 5 heißt, man eben die 5 Finger von der Hand. Und das spielt als kulturelles Zeichen eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Wir sehen also eine aufwehrende Hand mit einem offenen Arm und damit also eurem aufwehrend, also halt der Blick bei dir. Es gilt als universell schützend und als wirksames Schutzmuster gegen den bösen Blick und böse Geister. Am Judentum finden genau dasselbe Zeichen mit der Hand, mit dem Arm, rum. Und in diesem Fall heißt es aber nicht die Hand von Fatima oder die Hand von Fatima, sondern die Hand von Miriam. Und Miriam war die Schwester von Moses. Dass sich das Symbol auch nach heute einer größeren Beliebtheit erfreuen, seid ihr zum Beispiel hier. Und zwar hat er da einen integralen Internet-Site, den Lucky Evil Eye Shop heißt, an den eine ganz Panoplie von Fatima an Fatima Hand verkauft. Wenn er ein Anteil, also spätestens so erwascht ist, da wisst ihr, wohin die ich wenden muss. Und ich kriege keine Provision, dass ich noch eine Reklame für sie mache. Ne? Also, ihr seht, am Moment sind noch Solden, der Tisch Schlutzer. Geliebt? Ja, ich weiß nicht, ich habe nur ein Beispiel, du hast alles sold out. Der Tisch.
Oh, also, das ist just Screenshot, das ist das riesig. Ne? Also ich kann euch rassurieren, ihr fand für all Guten, für all Preiskategorien. Ne? Also, wenn wir noch am Volksklave bleiben, so von den zu Malta eine Tradition, die wir auch letzte Woche bei den Booten aus dem alten Ägypten gesehen hatten. Und zwar gesehen da die traditionellen maltesischen Fischerboote, die Ludzu heißen. Die sind heute auch noch Bug dekoriert mit 2 Ahnen. Wir hatten sie letzte Woche gesehen mit dem Ahn Ujat plus eine Spiegelung. Und das ist genau demselben Grund wie damals in Ägypten. Und zwar, dass das gedurcht für das Boot kann gesehen an Probleme und Gefahren mir kann umschiffen. Die letzte Woche hat man auch über das dritte allwissend an vom Buddha geschwärzt, war der noch an der hinduistischen Religion beim Shiva erempfindet. Das an von den Hautudars an Indien und an anderen hinduistisch geprägten Ländern in der Form von einem Stierbiju. Kann doch auch alle Gurten. Dem Bindi. Also der Bindi ist der rote Punkt, wo da ganz oft bei den indischen Fragen sieht. Heute gedroht vom wunderschönen Aishwarya Rai Jonke Johann. Oh, pardon. Ich habe schon im Schall gesehen. Oh, pardon. Also Aishwarya Rai an Jonke Johann, wunderschön mit seinem Bindi auf der Stier. Der Bindi ist also ein abgemolten oder ein abgepasster Punkt oder Ornament, oft auch der Farbe, den Frauen noch kann als Bijou drohen. Früher war das Zeichen quasi exklusiv von der bestimmten Frau, hat sich aber mittlerweile geändert, getaut als Bijou gedrohen. Ob der Platz, wo sich das energetisch dritt an soll sitzen, also laut dem hinduistischen Glauben ist das der Sitz vom 6. Chakra, vom geheimen Wissen, an hat sei weh auch an Mode fand. So. Als wichtigen Accessoire wieder heute gesehen an einem Zeitungsartikel und plus mit einem flotten Wortspiel, weil Resurrection, also Wiedergeburt, vom 3. an von der Mode. Zum Schluss gehen wir weg vom Volkssklaven von den Traditionen für an als weit verbreiteten Populär- oder Popkultur anzutauchen. Das heißt also ein gesamtgesellschaftliches Phänomen oder Phänomene, die quasi alle kulturellen Sparten umfassen. Solche Leute haben die Beispiele, die man letzte Woche noch das Woche gesehen haben, von anderen Präsentationen angeholt, sie leicht transformiert und so von denen sie an verschiedene Bereiche irren. So wie zum Beispiel an der Musikwelt. Hier seht ihr einen Zusammenschnitt von 36 Covern von Musikalben. 36 Mal als ein einzelnes An drauf aufgebildet. Und das geht vom Du Jot an von der Band The Sisters of Mercy von 1990. Dann haben wir dann vom Re von der Band The Alan Parsons Project von 1982. Wir haben aber auch ganz realistisch an, wie zum Beispiel heute ist das Nickelback oder der Soundtrack von der Serie Nip Tuck oder auch eben stilisiert an. Und schon nach ein sehr zurückgehen bei die 36 zusammen. Da wird es interessant. Weil schon mal nämlich mehr gemacht, die 36 auseinander zu holen und mal zu gucken, wie mit der Farbe von den Ahnen steht. Also, wir haben 2 ägyptische, die fallen in den Wasch, 7 schwarz-weiße, die fallen noch in den Wasch. Das heißt, von den 36 bleiben dann nach 27. Und von denen 27 sind da just 2 Brung, 6 Gring, aber wenn ich richtig gerechnet habe, da ganz 19 Blau. Aber was meinen da aus der Zufall? Ich weiß nicht. Ah. Wenn wir von der Musik bei Literatur, respektive bei Literaturverfilmungen kommen, dann kann ich euch das dort weisen und dann wisst ihr direkt, um was es geht. Und zwar geht es um einen von den kommerziell erfolgreichsten Romanen vom 20. Jahrhundert. Und da spielt dann eine extrem groß, wichtig und noch spezielle Rolle. Und zwar ist das eben das Buch The Lord of the Rings vom britischen Schriftsteller Tolkien. Und das im grundlegende Werk von der Fantasy-Literatur materialisiert sich ausnahmsweise die Basefigur, weil alle guten die Beispiele, die wir gesehen haben, das nicht, dass ich mich Kind erinnern, war wirklich immer nur positiv Aspekte, die vom angeschwärzt haben oder dann durchgestellt haben. Hier sehen wir ein von den wenigen Beispielen, wo ich gefunden habe, wo dann etwas Bases durchstellt, und zwar die Basefigur des Sauron, der abscheuliche. Und zwar wird er repräsentiert durch ein feuriges Ahn. Der Sauron hatte große Pech, sein menschlicher Körper hat sich nämlich während einem Kampf dematerialisiert und nicht verloren.
Sein Geist, respektiv sein Mursch, die war aber teilweise mit dem engen Rang, wo es eben an dem Buch drin geht, verbunden, so dass er nicht sterben konnte. Los hat er seine Kräfte herumgefunden und hat aber nicht Kraft, für seinen irgendwie Körper zu materialisieren. Man hat sich an den An materialisiert. Das feurig, das rot, mit einem vertikal schlitzförmiger Pupil. An déi trauend iwwer Sänger Turmfestung Barad-dûr am Land Mordor, wat fir Vakanze net rekommandéieren ass méi. Dann könnt awer an dem Hannergrund relativ gut raus. Das an kann sich iwwer dem Turm bewegen, a quasi alles als Scheinwerfer runderem auslichten, an dobei eben auch alles gesinn. Wir sehen also hier ein Beispiel, wo dann das absolut Base symbolisiert und aber alles gesagt, das ist die positiven Eigenschaften, das ist für alles zu sehen, für Licht und alles, die sind da, wir gehören aber, das gehört zum Base. Auch die Welt von den Comics. Comic-Verfilmungen bedingt sich gerne dem anderen Symbol. So konnte ich für eine paar Monate am Kino den zweiten Doctor Strange-Film Dr. Strange in the Multiverse of Madness gesehen, an dem den Hauptprotagonist an der letzten Filmszene ein Dritt an auf der Stier erschenkt. Bon, also wir sind am Universum Marvel, und hier hat den Dr. Strange mit seinem dritten an auf der Stier. Gelebt? Ach, die hat ihn noch nicht gesehen. Ah, sieht doch, das ist die letzte Szene, dann halte ich schon tanzen. Ja, aber das ist aber schon lange raus, also dann. Am Marvel-Universum, am mehr spezifisch eben bei dem Dr. Strange, als das an als Symbol seit 1963 bekannt, hauptsächlich als Amulett mit dem Namen Eye of Agamotto. Hier gesiedelt am Comic und hier gesiedelt als Amulett gedrohen, als impressionant, sieht richtig gut aus. Natürlich ist das Stan Lee, wo das Comics gemacht hat, den Zeichner, das war der Steven Ditko, den hat sich für den Design vom An-Amulett beim dritten An vom Buddha, das allwissend an inspiriert, hat noch klar an Interview gesagt. Dann als Amulett ein mächtiges Reliquie, auch vermehrten Timestone, ein von den extrem wichtigen Infinity Stones. The Eye is a weapon of wisdom, extrem mächtig, und es gibt ein mystisches Licht von sich, durch das den Dr. Strange all Unwahrheit oder Illusion durchblicken kann. Aber das geht nicht durch. Dann kann die Base-Geselle schwächen, es kann ein Schutzschild generieren und es kann sogar Dutzende von Leuten durch das Universum beamen, für sie für ihre Base-Gestalten zu retten. En gros sehen wir hier Synkretisme von quasi all den Symboliken und all den Bienfaits, die wir bislang gesehen haben und die dem auch noch nicht mehr können zugeschrieben werden. Auch an der Welt von dem Manga und den Anime geht es fündig. Hier ist das Logo von Dragon Ball. Dragon Ball ist eine Serie aus den 80er Jahren erschaffen. Und mittlerweile ist es die zweitmeistverkaufte Manga-Serie von allen Zeiten und die erfolgreichste Anime-Serie. Also das ist schon ein riesiger Succès gewesen. Und am Dragon Ball-Universum geht es darum, dass der Hauptpersonage des Son Goku ob da sich nur 7 Drachenkugeln ist und dabei an solchen Abenteuer gerät. Ein von den Personagen, den ihr regelmäßig rumgesagt, das ist den Tian Xinhan. Hier sieht er zweimal. Das ist ein Art-Martiaux-Kämpfer, den von den stärksten Erdlingen ist. Den Tian Xinhan stammt von den Triklops-Alien auf, also den Alien mit den 3 Ahnen, also aber ein Erdling. Den Autor von Dragon Ball, das ist Akira Toriyama, den hat en Person festgehalten, dass Triklopsen durch den dritten Ahn gottähnlich sind und durch den dritten Ahn the power of true seeing haben. Bon, heute seid ihr ganz klar Zuchs, und zwar aus der dritten Ahn, was wir am buddhistischen und am hinduistischen Kontext gesehen hatten. An der Manga- und Anime-Welt gibt es auch noch das ganz erfolgreiche Serie, an der ein Ahn eine ganz spezielle Rolle spielt. Und zwar handelt es sich um die Serie Yu-Gi-Oh! Aus den 1990er Jahren. Und an dieser Serie geht es darum, dass der Schüler Yugi durch den Zusammenbau von einem ägyptischen Puzzle, und aufgepasst, das wird ägyptisch ganz wichtig, also das ist ein ägyptischer Puzzle, wo er zusammenbaut. Und da setzt er sich den Geist von einem antiken Pharao frei, den er aber nur als Freund gewinnt. Und zusammen probieren sie die Welt, für Untergang zu bewahren, und müssen dabei auch solchen Abenteuer bestehen.
Für das Ganze zu machen, da gibt es natürlich Artefakten. Am ganzen 7 Millenniumsartefakten, die die Welt zerstören können, und ein davon ist, und die sieht oben an der ersten Reihe, und damit Millenniums an. Bon. Die hat den Puzzle, die hat dann, die hat den Anneau, die hat Baguette, die hat den Collier, die hat Schlüssel, und die hat wo. Mir war das natürlich noch interessiert als dann, weil das an hat Mut, Gedanken von Menschen zu lesen, und es kann noch die Seelen von Menschen auf Spezialkarten oder Stenktafeln bannen. Das ist toll, dem anderen dem Gegenüber die Seele wasch und schiebt den sie ins Woschen. Der Besitzer vom Ahn muss es allerdings auf Platz von seinem eigenen Ahn umbringen, für es zu benutzen zu können. Hier sieht wie das ausgesehen. Und hier sieht das dann in Aktion. So, ich meine, das tut aber auch sehr wasch nicht, dass die noch alle guten Seelen an irgendwelche Steintafeln gebannt tut. Mit die hat ja aber bestimmt die Inspiration erkannt, die hat Source erkannt. Die Leute, die letzte Woche nicht angeschlafen waren, das ist nämlich den altägyptischen Osiris-Mythos, an dem der Jung vom Osiris, den Horus, bei einem Kampf mit seinem Moni sein längst an verloren hat. So besser gesagt, nur rausgerappt, kriegt einen Stecker geschnitten und an den Nil geschmissen. Der Gott Tot hat aber auch einen Stecker, oder quasi alle Stecker rausgefischt und hat vielen Steck dabei gezaubert und hat dem Sorem ein ganz anderes Rückgehen. Was natürlich auch noch magische Kapazitäten hat. Der sieht also, dass hier kein schlechte Recherche gemacht hat von den Autoren, weil das alles relativ akkurat umgesetzt ging. Nach ein Kaffee zufrieden. Ein weiteres Phänomen, wo vielleicht ein paar von euch betrifft, ich weiß es nicht, das ist der weit verbreitete Domain mittlerweile von den Tätowierungen. Und da ist dann als zeitgenössisches Motiv nicht wasch zu denken. Ich konnte zwar bald selber nicht leben, wie ich Recherche gemacht habe, mir von den enorm viele verschiedene Formen, schon ein pur rausgesicht. Die einen sind mehr oder minder akkurat, mehr oder minder recherchiert, je noch gut. Also hier haben wir auf jeden Fall mal das dann Ujat, das kennt man mit einer blauen Pupille. Dann hat dann vom Reh an einem ägyptisch ruinösen Zustand, gebe ich mal so an. Dann hat den Hamza mam an, also die Tante vom Fatima oder von Miriam mam an. Dann hat ein ganz stilisiert an mit einer blauen Pupille. Dann hat Lusu, nicht Lusu, das Nazar-Amulett mit einer kleinen Pupille. Und en gros quasi eine Mischung von allem. Der hat das Ägyptisch an, verschnörkelt, mit einem Dreieck, mit Blumen rundherum. Der sieht, der ganze Fantasie als keine Grenze gesetzt. Und zu guter Letzt, was wird die Welt ohne Mode? Was wird Mode ohne an? Auch geheim sehen wir, dass dann seinen Platz hat, mit mal mehr oder minder Recherche oder Raffinement, mit das absolut präsent. Ein Porsche mit einer blauen Pupille. Dann hat er Ohrring mit stilisierten Armen, mit einem Strahlenkranz, auch mit einer blauen Pupille. Und auch da geht es im Internet, die nehmen Accessoires mit anderen Präsentationen drauf verkauft. Und die sieht hier ist alles out of stock. Also das hat riesige Succès. Aber ihr könnt gucken, also das ist schon ein Screenshot für eine paar Wochen gemacht. Das ist bestimmt haben sie mittlerweile abgestockt. Auch heute kriege ich keine Kommission, ich betone das. Aufschließend kann ich also sagen, wenn wir die letzten 2 Rendezvous an ihrer Globalität gucken, dass dem Ahn als einzig von den Sinnesorganen eine ganz spezielle Rolle zufällt. Und dass das schon das Zentrum der Prähistoire an bis als heutige Zeiten spielt. Ich finde den dann über die verschiedenen Zeiten als Durchstellung oder als Symbol an quasi alle Bereiche vom alltäglichen Leben herum. Muss ich just aufpassen, für sie zu sehen. Die Symbolik vom Ahners, bis auf ganz wenig Ausnahmen positiv, steht für just ein paar Begriffe zu nennen. Für die Licht, die Allwissenheit, Prophylaxie und Teilung, die Opferbereitschaft, den Durchblick, aber natürlich auch alltag der böse Blick von uns auf. Auf hier gut aufzuschließen, hier noch ein Zitat vom Hildegard von Bingen. Die Seele durchdringt die Augen, sind diese doch die Fenster, durch welche sie die äußere Natur erkennen.
Das ist so nicht merci. Ich weiß nicht, ob frohe sind. Nee, schon nicht all guten assumiert. So wie die Lastwoche. Genau dasselbe wie die Lastwoche. Wann er nur noch frohe sollte sehen, ich sie beim Pad, der Tisch, da könnt ihr grauig gerne bei mir kommen, für das Ganze zu klären. Geliebt? Machen Sie daraus ein Buch? Nein. Nein. Eine Publikation, ein Buch zu machen, ist ein schwieriges Unterfangen. Das Schwierigste daran sind die Copyrights. Das heißt, hier habe ich ja jetzt mal das Copyright drunter gesetzt, um das natürlich in ein Buch zu integrieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein unmögliches Unterfangen ist, aber fast. So, merci. Oh, merci Marc. Merci. Merci. Pardon. Was denkt, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht mal Mikro geht besser. Das heißt, wir sind schon in ein Kompetenzzentrum für Kinder an der Schule zu helfen, dass sie ihre Skolarität normal machen können, wenn sie ein Problem mit der Vue haben, ob sie blind oder sehbehindert sind, eine visuelle Dyspraxie haben oder neurovisuelle Trubeln haben, wie wir das dann eben nennen. Die kann die unterstützen. Wir alle gut, wir sehen aber auch durchaus Eltern, die Puppelshow haben, die schon blind sind und für denen noch frei eben die entsprechende Hilfe zukommen zu lassen, für die kann er eben noch all die 4 Erfahrungen mit Büchern können machen, mit taktile Bücher, die einer sehen, kann er dann noch mit ihren Eltern normalerweise können machen. Wir sehen aber auch durchaus, obwohl es Leute, viele Leute, wir haben 300 Inskriptionen bei uns am Kontext von unserer Formation als Adult. Ich muss ja so eine Transition machen, weil es geht um die Vernissage, auch noch eigentlich bis heute mit Madame Skura steht, mit die Skura, was bei uns enseignant ist, und ich meine ganz belebt das bei den Schülern von Stadtsukasoren, weil sie ein super Atelier anbieten. Also wissende Bildung, die als do van Schüler nicht skolarisiert sind an die Hütte dann gelegt hat, vielleicht als Jugendlichen mit 15, 16, 17 Jahren fängt Bemoltanlicht zu verlieren. Da muss er vielleicht realphabetisiert gehen an der Breitschrift, die muss lernen, ich mit einem Blandebengel fortzubewegen, die muss lernen, selber zu kochen, selber zu putzen, selber zu strecken, zu bitzen, all die Sachen müssen gelehrt gehen. Das können die Leute bei uns machen. Das ist ein anderer wichtiger Aspekt bei uns, den haben wir immer ganz hoch gehalten, das sind all die bisschen mediatistische Betätigungen, mit verschiedenen Ateliers, von Schreinerei bis Steatät, Speckstehen, Malerei. Und du hast Madame Skura mischt all die artistischen Ateliers an ja, sie an hier Schüler haben eben den Abend die Exposition halt viel berät, die eigentlich auch los sollte eigentlich viel Gestalt geben von einem Schüler, den da nur leider nach irgendwo am Auto in der W ist, also natürlich hilft nicht mehr. Wird gefordert. Von daher dann habe ich dann vielleicht 2 Minuten vielleicht über das CDW zu suchen oder leckere Tag. Ich werde noch zu zweit. Okay. Was vielleicht viele doch nicht wissen, das CDW macht auch Depistage am Zyklus 2.1. Das habe ich mir gesehen, da kann die heute zum Beispiel schon gehen, aber nicht für eine medizinische Evaluation zu machen. Wir sind ja rein funktionell orientiert. Das heißt, als interessiert, geht kann irgendwo von der Schule die Schwierigkeiten haben, kommt direkt mal so als visuell Taschen zerlegen und kann ihn da zurückfeiern, ob er ein Problem mit der Vision. Und da machen wir ein Depistage, das ist Mission. Ja, ich so das, weil Dr. Bernhard Thiel hat als dafür schon gesagt, ein Depistage, das wäre ein wichtiges Sache. Die geht doch von der medizinischen Seite schon in der Spielschule gemacht. Wir machen aber die funktionelle Approche, man kann lernen, mit Buchstaben umzugehen. Geht es durch Schwierigkeiten, das Kinder wirklich viel effektiv. Und sind nicht nur die Kinder, die effektiv ganz blind sind. Die sind schon für Drohnen abgefallen, mit sind noch ganz viele Kinder, die ein Problem haben, die einfach zentral das nicht so gut organisiert kriegen, wo die Steuerung durch Gehirn dann eventuell das Problem durchstellt. Auch die sind Schüler, die mir am CDW wären. Gut, ich kann nicht leider gut nicht über Kunstwerke erzählen, ich bin da wirklich nicht begabt. Das ist auch nicht mein großes Muse gewirkt. Ich kann alles zur Schreinerei erzählen.
Madame Skura ist leider krank, wie gesagt, kann nicht dabei sein, also aber online irgendwo dabei gesagt, das ist wahrscheinlich auch alles gut, dann ich gebe ich dann einfach bitten, da nur Grundstecker zu entdecken zu gehen. Es ist viel für diese Schüler heute, also vielleicht keinen in anderen du den Vorteil überholen für den das Kind, die unpräpariert will etwas suchen. Nee, okay. Dann da muss ich und Künstler selber wenden, die dann da sind, die kann ich dann etwas dazu erzählen. Ich gehe aber nur das Mikro hin. Vielmals Merci nach enke für all die Haut interveniert sind noch nach enke die stand gemacht hun in der Mitte am Hall an der Kannerklinik Kippe von der Polyklinik enke große Merci und Fabian Pietruk an ganz große Merci lohn die Lunach zu Wort kommen vielleicht indirekt also just visuell nämlich Künstler und dann invitieren all raus op de Vernissage. Vielmals Merci.